Guten Morgen. Ich freue mich von der Woche hier mit Ihnen zu sein. Wir haben schon gereist die letzte Woche und es geht schön wieder Tschüss zu sein. Und wenn dann so eine Städte dort besucht hat, wenn er abgewaschen ist und viele Dinge sieht, dann fährt er manchmal mit einem schweren Hort fahren und einer kann mal so und so viel sein und so viel tun und dann ist die Zeit aufgerannt durch und dann ist er wieder weg durch und samt von dort fährt dann mit und er wünscht, einer kann ein reich Gerät, einer wo han könnte reich sein Lichtdachen loten und all dort, das wird einem dann mitfährt und dann manchmal dann fällt er sich nach meist schuldig, dass er nicht mehr gesagt hat. Und nächste steht, er hat nicht so zu viel sein und all dort dreht er mit und einer Wunsch wird sich gehen, dass ein seine Geschwister und Eltern und Freunde, dass auch können glücklich sein, dass ein sein Verlangen. Aber Jesus, wir weiten, das schafft man so und so weit. Wenn Gott der merkt, dann schafft das und wenn Menschen sich tauschlöten, dann schafft das nicht. So, und das, wo wir das dann wieder geloten haben, wir sind sehr froh, wieder Tschüss zu sein. Familie hier und Tschüss zu treffen, dass wir sehr viel wird. Und yes. Wir werden noch beten, eine Message nehmen. Vor dein Himmel, wir kommen wieder fertig. Danken dir für uns beschützen. Wir danken dir für, wo wir gefällt haben, dass du mit deinen Sehen uns geleitet und geführt hast. Und vorher wir vertrauen, dass dort, was geredet worden ist, in der Gemeinschaft, wo steht das Sehnen. Wir beten auch, dass du diese halbe Stunde hier mit uns sind und dann die Worte anlauten und dort betrachten, dass dort was zu uns reden und wir wollen gesegnet worden durch dort und dass die Namen was verherrlicht worden. Vorher wir befehlen uns die an durch Jesus Christus. Amen. Weils wir spazieren deuten und spazieren in Gemeinschaft geht, sei Hand in Hand. Da habe ich das von der an das Topic gewählt, Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Gott und mit Menschen. Weil uns du ein bisschen anlassen. Bitte, weil wir uns das erste lesen, Psalm 63, und dann uns das Gedanken von Rücknehmen. Psalm 63 ist, wo David sein Hort uitroepen deed, en wo hij een verlangen heeft naar God, want hij ook een boy is, uitkleven moet, weggaan moet en niet kon thuis zijn. Psalm 63, vers 1 fangt es dit aan. Ein Psalm von David, als hij in Juda in de Wildnis weer. Wir weten, hij moest ran für Saul en hij weer in de Wildnis. En dan sagt es dit in Vers 2. O Gott, du bist mein Gott, den ich sieg. Meine Seele darst nur die, mein Körper hat ein Verlangen nur die, zoals uitgedreven land naar Wuta. Als we daar een paar weken aankomen, weer het ziemlich sehr dreig, allemaal luiden regen. Als we daar aankomen, hadden we een klein beetje gezorgd, dat we makkelijk waren. Aber allemaal luiden regen. Het land weer dreig, de planten hadden draalgedreide bladeren, hadden een beetje gezorgd, weer een klein beetje abgefresht. Aber dann Regen dort. Und dann war der Ende, wo dankbar die Menschen wären für den Regen, was sie gekriegt haben. Hier sagt David, ich segne nur Gott, meine Seele darst nur die. Und er jetzt so weit und sagt, dass mein Körper hat ein Verlangen nur Gott. So aus uitgedrehte Land nur Wuta. Das ist für David nur Gott segnen, der uns wie im Trubel. Am wird am Leben gestohlen. Er muss ran für sein Leben. Und er sagt, dass sein Körper, seine Seele, hat ein Verlangen nur die Gemeinschaft mit Gott. Ich sag die im Heiligtum und hat deine Kraft und Herrlichkeit gesehen. Dann dachte ich an, dass wir alle, wir haben die Gemeinschaft mit Gott erfahren, wir haben uns den angelobt, wir haben auf einmal gesehen, wo groß Gott wir, dass er unsere Sinnen vergeben hat. Hij nam ons aan als we wären. En dan in ons leven dan begehen wir 3 Tiden, wo het manchmal dan laat wordt. En we wonderen waarom es zijn dingen zoals te zijn. Waarom schafft het zoals het schaffen dat. En dan voll we
uitgedreigd en we weten over en ons hoort dat we hand over Gott seine Kraft gesehen. We hand over Gott seine Kraft erfahren, worum es dat nu dreigt. David had ook Gott seine Kraft erfahren. Hij had gezien wo Gott met hem was, als hij de boord doodsloeg, als hij de lijst doodsloeg, als hij in de gemeenschap met Gott was, als hij de zingen daarop starb. Hij had gezien als Gott met hem was, wanneer hij Goliath doodsloeg. Hij zegt hier, ik zag die im heiligtum en heb die Kraft erfahren, zoals wie ook kan. Vers 4. Wils die leeftuligheid beter is als leven, worden mijn lippen die verherrlichen. En we zullen alle top zingen doen en verherrlichen God. En dan denken wat zijn te weer en wat te stem. Dit is God, voor den we dat doen. Mijn verlangen is naar God, zoals David zei. Vers 5. Ik wil die loven zolang als ik leef. En in die noemen wil ik mijn heen opheven. En die noemen, en God zijn noemen, wordt mijn heen opheven. Mijn ziel wordt zo tevreden zijn als van met morg en vaart zot gemerkt en zingend wordt ik die loven. En ik wens dat we immer waren kunnen met deze instelling door zijn en zingend waar we God loven. En wanneer we zelfs niet weten voor wat, maar dan van onze radung, wie wir verloren. Aber nu sind wir geraten durch die Gerechtigkeit, was Jesus Christus bringen wird und wie wir das können annehmen. Vers 7. Wanneer ik te bad ga, denk ik aan die. En wanneer ik danach wakker lig, denk ik aan die. Willst du mijn helper bist, zing ik in Schatten unter deine Pflichten. Meine Seele hängt an die. Deine rechte Hand hält mich abreich. Die, die meinem Leben stunden, waren ankommen und waren diep unjare Eid nun fahren, wo die Toten sind. David, der wir im Vertrauen beten zu Gott, ich weiß, dass die, was meinem Leben stunden, der war Studie am Kämmern, das braucht nicht. Und wenn wir kicken, dann wo das alle rankommen, dann kriegt so, als David gesagt hat. Seine Feinde kommen an, im Krieg. Vers 11 sagt er, die waren handgegeben worden, durch das schwer zu fallen und Vater sein für die Wille hin. Aber der König wird sich an Gott freien. Wer Gott seinen Namen anruft, wird am loben. Der Leugner aber wird dort Müll gestoppt worden. Hier so bet David und sagt, der König wird sich an Gott freien. Er wisst, dass er gesalbt wird ein König. Er wird noch nicht angestellt, er wird noch nicht König, aber er sagt hier, dass der König wird sich an Gott freien. Und das ist, was wir immer wieder kennen. Wenn wir dann vielleicht ab einer Stadt, ab andere Stadt kalt gekommen sind, oder wir nicht gerade wissen, was wir haben sollten, oder wir wundern, was wir kennen, wir sind glücklich, wir können diese glückliche Sache widerreden. Dann wollen wir immer wieder erfahren, dass wenn wir nach Gott kommen, dann heißt es uns, wenn wir nicht gerade wissen, wo das alles soll sein. Gemeinschaft mit Gott und Gemeinschaft mit Menschen, das sind so eine Dinge, die top gehen. Wenn wir nicht Gemeinschaft haben mit Gott, dann wird es auch schwer Gemeinschaft sein mit Menschen. Wir sind aber verschiedene Persönlichkeiten, wir haben verschiedene Persönlichkeiten. Some von uns, die sind automatically viel mit Menschen in Gemeinschaft. Some, die sind nicht so viel. Aber wenn wir mit Gott in Gemeinschaft sind, dann haben wir ein Verlangen in Gemeinschaft mit anderen Menschen. 1. Korinther 1, Vers 9, da sagt es, das steht, Gott ist treu, der ihn dort gewählt hat, mit seinen Sohn Jesus Christus, unseren Herrn, Gemeinschaft zu haben. Gott hat uns dort gewählt, dass wir in dieser Gemeinschaft leben sollen, und besonders die Gemeinschaft mit Jesus Christus, because dort ist der uns gerettet hat. Wir werden verloren und durch Jesus Christus sind wir gerettet. Gott hat nicht bloß gesagt, und wird nicht bloß, er wünscht sich dort nicht bloß, aber er sagt, er hat sich mir in die gewählt, an Jesus Christus in die Gemeinschaft zu leben. Das gibt verschiedene Gemeinschaften, das gibt verschiedene Taubarbeiten, und das sind gute Gemeinschaften, wenn wir denken an Kolonien und Leben, so es in einer Kolonie ist. Es sind viele Dinge, was in Gemeinschaft tun, und das ist sehr fein und das schafft auch fein.
Und das darf danach nicht mit ewiges Leben zu tun haben. Was ich abwas, wenn es damals so ein Gastgebet geben, ein Flafnis oder ein Begrafnis oder was, dann fouten die Darb sich einmal taub und dort Darb wird dann wird sein. Dann wird ein großer Deeg gemerkt und dann wird Beter geschnitten und jeder nur kriegt ein bisschen Deeg und der muss der dann Kringel merken und dann wird das alle, Zweiback, was immer das dann wir, aber sie fouten alle taub und dann wird ein Fass uitgereiht. Das ist eine Gemeinschaft. Das schafft Fan. Wann das zu das Gastgebet dann kam, dann die Leute hatten nicht genug Bänken, dann wird angespannt und dann wird ein Darb Bänken geholt und dann wird das Fass, das alles wieder. Aber täglich wird Taub gelegt und alle Taub werden sie bei der Sache und dann wird das vorig wieder ein Begrafnis oder wieder ein Flafnis, was immer das wir. Aber dann folgen sie alle Taub, das ist eine Gemeinschaft und das schafft Fan. Aber das meint nicht, dass diese Art Gemeinschaft unbedingt ewiges Leben hat. Diese Gemeinschaft mit Jesus Christus, das bringt uns ewiges Leben, aber dort enables uns auch, diese Gemeinschaft im Darb, was immer das ist, zu pflegen, dass wir das reich kann tun. Wenn das kommt zum Schulbühen, oder wenn das kommt zum Kirchbühen, oder Weichfixen, dann diese Gemeinschaft, die folgen sich taub und dann wird das getan und die das nicht lernen und wird das vorig. Das ist fein. Das soll es dort sein. Gemeinschaft ist auf verschiedene Wege und besonders die Gemeinschaft mit den Heiligen Geist braucht wir, dass wir können mit Frieden auch diese Gemeinschaft manche Menschen pflegen. Wir leben in einer Zeit, wo das aber nicht mehr so sehr an alles fehlen wird, von der ersten Tag der Kolonien, wird nicht mehr so leicht Banken geholt, wird nicht mehr so leicht Deeg uitgeführt zum Kringelbaken oder all so eine Dinge, das wird nicht mehr so viel getan. Dann sind erst wer die Kringelmärkte, und dann wird der Hand gefahren, und wird bestellt und gekauft, und da sind Hiesegebiet mit Banken, mit Steuern, und das alles durch. Und da wird nicht mehr so diese Gemeinschaft ab den war ich gepflegt. Wenn es kommt zum Weg fixen und all dort, das ist immer noch durch. Aber als ich das alles so nur denken deut und mit den Anloten deut, wo Dinge so sehr verändern tun, und das ist glaube ich gut, wir haben alle, wir sehen, dass Gott hat die Arbeit gesehen, Menschen haben mehr verruht, die kennen das besser. Lass ich eine Geschichte, was ich hier mitteilen, was mir durch ein bisschen Deutsch gehen wird. Das sagt, Sander Singh vertelt eine Geschichte von, wo ein Mann in einem Blumengarten steht und bekickt sich die Blumen. Und am Loten dieser Schmack, und er steht und kickt sich die Blumen, und dann kommt einer zu ihm und sagt, hey, du wirst hier rausgehen, weil hier sind all viele Menschen gestorben. Na, fragt er, sind die Blumen giftig? Dann sagt er, nein, die sind nicht giftig. Aber das ist gut, wenn die hier wiedergehen, weil hier sind auch viele Menschen gestorben. Woran sterben die Menschen, wenn die Blumen nicht giftig sind? Und der aber so schmacklos, woran sterben die Menschen dann? Und dann dreht er da dran und sagt er, dort ist so, dass vielmal schaffen, mit der Gitter hier, wenn wir auf einmal besser aufsehen, dann auf einmal fangen uns das an, so sehr schein zu gehen mit den Dingen, die wir haben. Wir fangen an zu verjäten, dass wir noch immer abhängig sind von der Gnade Gottes und dass wir nicht leben haben an all diese Gitter. Die können uns sehr die können uns sehr viel halten, die können uns sehr zum Guten sein, aber wenn wir anfangen, uns bloß zu bewundern, was Geschmack der alle sind, was Geschmack der Blumen sind, dann auf einmal verjäht wir, dass wir an dieser Gnade abhängig sind von Gott, von Jesus Christus und dieser Gemeinschaft mit den Heiligen Geist. Und so die Blumen sind Geschmack, die Gitter, was wir hier auf dieser Erde haben, was wir brauchen können, die sind sehr fein und die halten uns sehr viel und die sind auch sehr zum Sehen. Aber wenn wir auf einmal durchstellen holen und uns bloß an dort erfreuen, dann kann es sein, wo wir verjäten, wo unsere Radung von kommen wird, oder wer uns geraten hat. 2. Korinther 13, Vers 13 sagt es dit. Mocht unseren Herrn Jesus Christus seine Gnade
En Gott seine Leib in den Heiligen Geist seine Gemeinschaft mit jünd alle sein. Ich weiß, das ist ein Schlussvers für den 2. Korintherbrief. Aber wenn wir denken an die Gemeinschaft, was wir neidig haben, Paulus, der hebt dort ab und sagt, das ist mein Wunsch und Gebet, dass Christus seine Gnade und Gott seine Leib in den Heiligen Geist seine Gemeinschaft mit uns wird sein. Dass wir nicht wollen auf einmal stillholen bei den Schmackeblumen und verjäten von dieser Gemeinschaft, von der Nahrung, was uns fehlen wird, an dieser Gemeinschaft mit Gott. Das sagt, dass Menschen, also diese Geschichte jetzt, dass die Menschen, die verjäten zu eten, die stehen bloß und bewundern und freuen sich für die Schmackeblumen. Und so kann es auch sein, dass wir uns freuen für die Jeder, die um uns sind, und die Gemeinschaft, was wir kennen mit anderen Menschen und mit den Jeder haben, und verjäten von der Eten, was wir in geistlichen Brücken tun. Eine andere Geschichte. In China waren ein Junge in einem Jahr, was sich befreien wollte. Und sie waren im Bett von einer armen Stadt und sie hatten nicht viel. Und der Dorf und der Umgebung war es so, dass ab einer Flafnis wird Wein ausgeteilt. Und sie können das aber nicht erfordern. Und sie Frauen dann die alle Lied, was sie angeladen haben, und jeder einer wird ein Glas Wein mitbringen. Und dann wird das ein eine gewöhnliche Kasse geben, so sie gewarnt sind. Alles ist bereit, alles ist rein, die Gas fangen an zu kommen, haben alle ein Glas voll Stoff mit und haben sie bereit und sie waren bei dem Eingang vom Haus, da waren sie ein großes Ding haben und jeder einer kann sein Glas voll dann angehen. Und dann, wenn sie die Schrei das zum Eten, dann wollen sie von der Schaben, dann erst dort, hat jeder einer dann nicht bloß dort, was er mitgebracht, aber dann sind alle taub. Dann wollen sie kein Wein trinken. Und als sie dann ist partout sehen, dass das alle anfängt, dann fangen die Kirches an, den Wein auszuteilen. Und dann, als sie schmecken, dann wird in jeder einer rot und wo sie ändert. Und jeder einer hat plötzlich gedacht, dass wenn ich ein Glas Wasser würde nennen, davon würde das noch nicht zu schmecken sein. Und dann können wir den Wein auch mittrinken. So, die hatten alle sich gedacht, ein Glas Wasser macht das Wein, würde nicht einen Unterschied merken. Und so, nu hatten sie alle können Wasser trinken, auf der Kasse, und es steht Wein. Und so, was das Schreiben mit der Geschichte rüberbringen will, sagt, dass wir vielmals, weil wir auf der Kosten von anderen Menschen glücklich sind. Wir wollen nicht selbst beitragen, was wir können. Wir denken bloß so, der andere war ja all und dann wird das alles schaffen. Die Kosten von den anderen Menschen soll mich glücklich merken. Und so am einen Tag, als diese Jas alle in ein Haus gehen, dann wussten jeder einer, dass er schuldig wird und dass diese Kasse nicht so ausgefallen wird, als geplant wird. Und so, wir alle wissen, dass wir an Jesus Christus das ewige Leben haben. Wir wissen alle, dass wir uns selbst kalt kommen. Und wenn wir wollen auf Kosten von anderen Menschen glücklich werden, dann wird das nicht schaffen. Aber wenn wir auf die Kosten von Jesus Christus werden, uns gleich segnen, dann wird das schaffen. Dann werden wir können glücklich sein. Und so, David sagt im Psalm 42, Vers 2 und 3, so aus ein Reu und Verlangen nur frisches Wasser haft, so haft meine Seele ein Verlangen nur die, o Gott. Wenn wir unsere Seele an dit versegente Fällen, dass wir ein Verlangen haben nur Gott, dann wird die lebendige Gemeinschaft sein und dann wird wir können auch diese lebendige Gemeinschaft mit anderen scheren und nicht bloß für uns selbst kicken. Vers 3 sagt, meine Seele darst nur Gott, nur den lebenden Gott, wann wo ich bei dir kommen, dass ich für Gott stehen kann. Meine Seele darst nur den lebenden Gott. Und wann wo das bei dir sein, dass ich kann mit einem Frieden gewissen, daran denken, dass ich wo ein Tag für Gott stehen. David, der wir in der Wildnis heran für seine Feinde, und er schreckt nur Gott, so aus dreht Land, so aus een Reu, die al lang nicht auf Wutter gekriegen, sich wünscht, mal mit Wutter im Müll zu kriegen.
So hat seine Säulen verlangen nach Gott. Und wenn wir in diesen Verlangen, in dieser Gemeinschaft mit Gott sehen, dann so ein Gebet, so ein Utschrien, wird Gott immer beantworten. Wir wissen, dass das in David, und wir wissen, dass das von Deutschen Tag und viele Menschen, die nicht auf Kosten von anderen Menschen wollen glücklich sein, aber die selbst sehen und verlangen nur diese Gemeinschaft mit Gott, dann beantwortet Gott ihre Gebete. Wenn wir gucken, dann Menschen, die diese Gemeinschaft pflegen, die diese Gemeinschaft segnen, wie sein, dass aus Noah abgehört werden, alle Menschen ramarm, gottlos leben, dann sage ich dann dazu, dass Gott hat ein Gefallen an Noah. Er fängt in Verlangen, auf Englisch sagt er, found favor with God. Das ist was soll ich sagen, er freut sich von Noah sein Leben. So als Noah wir. Gott, der wird zufrieden mit wo Noah sein Leben wird. Wir wissen dort, wenn wir die ganze Geschichte lesen, dann, dass die Menschen ram Noah, die wir nicht göttlich, wo Noah sich anholen können, wo Noah sich nur rechten kann. Wir sagen dort von David, was wir gerade gelesen haben. Gott sagt David, wir sind Freund, wenn es David, der sagt noch arm. Er hat ein Verlangen, in dieser Gemeinschaft mit Gott zu leben. Wir sagen dort an Daniel, wo er in der Gemeinschaft mit Gott wir und wo Gott Dinge offenbaren, die noch entkommen werden, wo noch nichts von zu sein wir. Wir sagen dort, wo Jesua und Kaleb sei mit dem Volk Israel aus Ägypten rückkommen, wo sei eine dichte Gemeinschaft mit Gott werden und wo all die anderen 10 Spies, sie wären 12 Spies gewesen, wird 10 Stück gehen und Kaleb und Jesua dann auf einmal bestellt werden und sei dieselbe Struf oder dieselbe Erfahrung mussten durchgehen, wenn die anderen 10 nicht glauben würden. Aber wir können das als Staat nehmen, die anderen 10, die haben nicht diese dichte Gemeinschaft mit Gott. Sie sagen bloß die Schwierigkeiten ramend und sie sagen bloß, was sie mit ihnen sein können. Jesua und Kaleb, aber sie haben diese Gemeinschaft mit Gott und sie vertrauen Gott, was Gott gesagt hat. Aber wenn es die anderen nicht taten, gingen Dinge ganz anders aus, wie sie sich haben vernannt. Und wir sagen, dass Gott nicht vergeten hat. Da wäre der einzige Bett, der einzige Zweistag, was in Kanaan nennen gehen können, was über 20 Jahre wären, gewesen, als sie in Ägypten rücktreten. Denn Gott sehen dort, wenn wir festhalten und in dieser Gemeinschaft mit Gott leben, er wird dort belohnen. Er lässt dort nicht los. Wir sagen, dass Josef, als er weggeführt wird, er lebt in dieser Gemeinschaft mit Gott. Was immer er begegnet, dort schafft er nicht weg von dieser Gemeinschaft mit Gott, für das Abrechtig sein. Wir können sehr viele Dinge lernen von Josef, wo er abrechtig war, wo er treu war, wo er in der Versicherung stund und all diese Dinge, das sei wie von Josef, wo er ein Vorbild war für viele Menschen und wo Gott am nur herbrücken kann, wenn sie in dieser dichten Gemeinschaft mit Gott leben dort. Ich habe mehrere Dinge abgenannt, was wichtig ist, in dieser Gemeinschaft mit Gott zu leben, für die Umgebung, für die Menschen uns beobachten und was wir können mit beitragen, dass wir nicht auf Kosten von anderen Menschen wollen glücklich sein. Nein, Dinge, die ich abnahmen, abrechtig sein, mitteilen, wo unsere Fehler sind und nicht bloß für uns selbst denken, aber wie auch die Schwierigkeiten, was immer wir begegnen, die können wir mitteilen mit unseren Mitmenschen und unserer Kirche. Wir haben dasselbe Glauben, wir haben dieselbe Gemeinschaft mit Gott. Nummer 2, gemeinsam einer den anderen Mut merken in verschiedene Wege, was wir begegnen. Wir begegnen alle Dinge in uns Leben, dass uns der Mut noch manchmal kalt kommen will, oder dass uns einfach mal fehlt, mit Mut zu sprechen. Und so tut es wie du, andere Mut zu sprechen. Gemeinsam in dieser Gemeinschaft zu leben. Nummer 3, wir versuchen uns den Neuen zu stellen und mitzufallen, wo uns Nächsten das gehen wird. Wir brauchen den zu supporten und Städten, dass er das feiern wird, dass wir sind in derselben Gemeinschaft was er. Nummer 4, wir erbarmen uns über unseren Nächsten und wir vergeben unseren Nächsten.
dass diese Gemeinschaft nicht versteht wird, aber dass die kann abgebunden und abgetragen werden. Und wenn wir nicht vergeben dann kann so eine Gemeinschaft nicht bestehen. Because wenn wir nicht vergeben, dann dreht an uns Wort, was Dinge eintragen wird. Nummer 5. Wir reden die Wahrheit. Andere Menschen, die kennen sich ab dort verloren, was wir geredet haben. Wir reden dort an Live und in Wahrheit reden wir sind nicht nur an uns selbst und kicken nicht bloß von uns selbst. Nummer 6, wir sind demütig. Wir erkennen, dass wir selbst Schwachheiten in uns Leben mittragen haben. Wir sind willig, die zu erkennen und zu bekennen. Wir sind freundlich, even in Städten, wo wir verschieden denken, wir respektieren andere Menschen, ihre Meinungen und ihre Denken, wo sie denken, und sind aber bereit, Recht zu wiesen, wo das fehlen wird. Nummer 8. Menschen können uns vertrauen. Wenn wir was mitteilen mit uns, worum das geht, was wir kämpfen haben, wir sagen dort nicht wieder, wenn das wer mit uns mitteilen wird. Wir sind nicht die Gossipen über andere Menschen. Wir weiten unsere eigenen Schwachheiten und wir erkennen unsere eigenen Schwachheiten und wir leben in dieser Gemeinschaft mit Gott. Wenn diese Schwachheiten in uns durchdrücken wollen, dann haben wir das volle Recht zu erwarten, dass die Geschwister in der Kirche uns davon anreden und dass uns Mut sprechen und wir verlangen da, wir lernen da nur so, als David sagte, da kann verlangen nur die Gemeinschaft mit Gott. Und so haben wir auch manchmal das Verlangen von unseren Geschwistern mitzuteilen, wo uns das geht und dass wir volle Vertrauen haben, die wollen dort nicht gehen, alle Menschen sein, wo wir fühlen und wo uns das geht. Und Nummer 9, beständig sein. Wir merken unsere Kirche Nummer 1, oder unsere Geschwister und unsere Gemeinschaft, der Gläubige Eva, merken wir Nummer 1, dass wir durch kicken, dass unser Gebet trauen, dass wir nicht von Kosten von der anderen wollen, glücklich sind. Aber wir beitragen so viel als wir können. Wir sind beständig dabei. 1. Korinther 1, Vers 9 sagt es dit, Gott ist treu, der jünt dort gewählt hat, mit seinen Sohn Jesus Christus, unseren Herrn, Gemeinschaft zu haben. Warum sei wir dort hier, dass Gott hat sich uns gewählt, in diese Gemeinschaft zu leben. Er will nicht, dass wir allein von selbst leben sollen und bloß kicken, dass wir glücklich sind. So als gerne Lied alle sie gedacht haben, ein Glas Wuta, würde man der andere Wein nicht nur merken und zu guten Latz kriegen, so alle Wuta zu trinken. Und so, weil wir das unser Gebet drehen und das nicht leichtsinnig nehmen oder glücklich sein, wenn wir kennen wollen, sehen sein, weil wir dort mit Frieden und mit Mut tun. Möchte Gott in aller segnen. Danke.